Bei der Nati. Bei der Nati ist ja auch unglaublich. Ja, bei der Nati ist es unglaublich, wie es momentan läuft. Also sie hat ja mittlerweile schon 6000 fucking Abonnenten. Also es ist wirklich krass, wie sehr wo ihre Videos abgegangen, wie viele Klicks sie macht und wie es bei ihr läuft. Aber gut, komische Insta-Nachrichten vorlesen, Klammern, pervers, wundern mich nicht. Sind wir mal gespannt auf das Video von der Nati-Style. Also das ist wahrscheinlich auch mal ein absolutes Clickbait-Video. Nein, Spaß. Jetzt sind wir uns mal, was die Nati da für perverse Nachrichten auf Insta bekommen hat. Wahrscheinlich noch die eine oder andere. Frau auf Insta bekommen wahrscheinlich der grösste Scheiß. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen... Nein, das war echt scheiße. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin da mit der guten alten Mara. Yeah. Und wir machen heute... Mara ist unglaublich, wie gesprächig, was Mara immer ist in den Videos. Das ist wirklich etwas, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe den Titel schon gelesen, ich nehme auch schon. Und zwar werden wir jetzt unsere richtig peinlichen Chats vorlesen. Also wir haben jetzt mal in den letzten 3 Jahren oder so, haben wir jetzt mal alles so ein bisschen zusammengesammelt, was wir jetzt lustig gefunden haben, was wir denken, ja, also die langweiligen wir jetzt nicht vorlesen. Ja, wenn einfach so ein Hey ist oder so, ist jetzt nicht ja. Aber was ich auch noch kurz will sagen, es soll jetzt bitte nicht irgendwie eingebildet oder arrogant oder so überkommen. Also wir werden jetzt da nicht sagen, wir werden im Fall angeschrieben da oder ja, irgendwie so. Also es ist einfach ein bisschen lustig. Ja, wir schicken uns einmal die Screenshots und denken, das ist lustig. Und wir haben das letzte Video davon gehabt und wir denken, das ist echt ein lustiges Video. Ja, ich bin gespannt mal wirklich, was sie für Nachrichten bekommen. Nehmen es jetzt arrogant oder so, nehmen es als Unterhaltung. Und ich will etwas ganz Wichtiges ankündigen und zwar ist... Das kann man wirklich sagen aus YouTube. Nehmen es als Unterhaltung, das ist alles gut. Am 14. September 2019, am Samstag, in einem Monat etwa, genau ist Zuschauertreffen von Gian-Maria Finger, Aldo Toro, Mark Galaxy, Maelo und... Kennt ihr den? Maelo? Aha. Wäre mega nice, wenn wir kommen. Es ist in Zürich. Genaue Infos kommen dann noch später. Also sind gespannt. Auf Insta kommen wir es vielleicht auch später, also folgen wir auch noch mal auf Insta. Und jetzt geht's los mit dem Video. Let's go! Also wir sind jetzt ein bisschen übergekocht, damit wir das hier einblenden können, also wundert euch da nicht. Hey, was läuft? Alles, was bei hat. Von wo bist du? Vom Kanton Zürich Hamburger. Mit dem geilen Ass. Aber das ist noch nicht fertig. Was hat das mit meinem Ass zu tun? Frag nur. Wirst spontan mit einem Fremden? Noch da. Digga, also... Du meinst das ernst? Ja, eigentlich schon. Natürlich, wenn ich spontan mit einem Fremden bin. Ja. Nein, sorry, ja. Also, es nervt mich auch so leicht so. Fremden, ich habe was die das Gefühl haben. Also meine, sorry. Gibt es irgendjemanden aus, der angeschrieben wird? Oh ja, jetzt will ich den treffen. Ich verstehe nicht, wieso, was so Biasen gibt, wo denen schreiben einfach und dann ist solche Scheissfragen. Also, hey, die Kreativ genossen oder was ist mit denen falsch gelaufen? Ich komme nicht raus. Also, ich meine jetzt einen etwas weniger perverse, wo es beide geschrieben hat und so, was er geschrieben hat, ist: Hallo, ich komme auch von der Schweiz. Ja, so, oh mein Gott, wie ist gemeinsam. Es ist mein Trauma. Ich komme auch von der Schweiz. Also, falls jemand aus der Schweiz kommt, ihr habt etwas gemeinsam mit der Mara, mit mir, also Ja, mit mir auch. Kommen die alle von der Schweiz? Schreibt uns nicht auf Insta. Also der Typ hat so ein bisschen geschrieben, wir haben so ein bisschen nur kurz geschrieben, einfach so ein bisschen Smalltalk. Und so nachher, normal. Ja, und dann habe ich halt keinen Bock mehr gehabt und gesagt, ich gehe jetzt und so. Und nachher schreibt er. Ich bekomme so ähnliche Nachrichten auch auf Insta. Meistens tue ich einfach die Leute gerade blockieren, so Nachrichten bekommen alle. Dass wirklich Leute, oder dass wirklich die meisten Frauen solche Nachrichten bekommen, erstmal mein Beileid geht aus euch, aber ich verstehe nicht, was das für Typen sind, die so etwas schreiben. Ich meine, was soll das? Kann ich dir für eine letzte Frage stellen? Und dann dachte ich so, sorry, ich bin momentan ein bisschen im Stress und danke, aber was willst du fragen? Und dann schreibt er, kein Problem haben. Und ja, klar, du denkst sicher, was für ein Depp ich bin, aber du hast ja gesagt, du hättest nicht so Zeit für einen Freund und so. Ich habe ganz einfach gesagt, so, ja, ich habe keinen Bock auf einen Freund, aber... Ja. Aber ich habe ja in deinen Videos gesehen, dass du auch Jungfrau bist und ich habe gedacht, vielleicht können wir uns gleich ein bisschen kennenlernen, um da eventuell zusammen ausprobieren. Er ist einfach gegangen drauf, ja, ich mache mal auf nett, ich gehe mal auf nett, oder? Hat nicht funktioniert. Nee, aber ganz ehrlich, was geht diesen Leuten durch den Kopf? Ein Grund, um sich kennenlernen. So, wenn man von der Schweiz ist und eine Jungfrau ist. Wuhu! Hallo, Jungfrau, ich mache dich über 100, wie geht's dir? So, hallo Jungfrau, sag den Grund. Man muss alle Jungfrauen anschreiben. Aha, ich bin von dieser gesehen. Wenn der Mann mal eine junge
Frau, nicht Hallo Ach so! Jungfrau. Hallo Jungfrau. Ich mach Ach so. über 100. Was meint ihr mit dem? Das heisst wahrscheinlich so hure viel in dieser Sprache. In dieser anderen Sprache. Ich mach über 100. Okay, jetzt kommt das Beste, okay? Also, der Dude hat auch mir so ein bisschen hey geschrieben und ich habe halt nicht geantwortet. Und nachher plötzlich schreibt er mir so, willst du abmachen? Bringen wir es hinter uns. Ich bang dich langsam. Nee, wo ist einfach der Respekt geblieben, Jugend? Ich habe keinen Respekt mehr von... Hey, Mann. Ich habe bestimmt das immer hure cringe vor. Stell dir mal vor, Du triffst die Person, Ja. du weißt genau, was sie will. Du denkst ja! Und die haben das vor, die haben das geplant. Und dann kommt sie zu dir, du hast die noch nie gesehen, noch nie mit der geredet. Ja, jetzt wenn wir Hallo. uns ausziehen. absolut. Oh mein Gott, das war so cringe. Okay, dann kommt jemand, schreibt mir einfach so Ja. random direkt, hey, hast du Lust, mir ein Nachtfoto zu schicken? So. Herz. Aber gibt es denn irgendein Mädchen, das schreibt, ja! Das muss ein Emote sein. Das, meine Damen und Herren. Also, wer jemand noch dabei ist, der Emotes kann posten im Chat, das da hier, das Gesicht da hier. Das muss ein Emote sein bei mir im Chat. Also das müssen wir machen. Bist du Spinnst? Spinnst? Hahaha, bist du das auf dem Profilbild? Ja, wieso? Profilbild. Auf dem Profilbild. Sieht voll heiß aus. Haha, danke. Bist du Spinnst? Was hat er denn mit dem gemeint? Spanisch? Aha, das ist mein Spind. Der Typ hat vorher schon Sachen geschrieben. Zuerst mal, will dein Ass lecken, dann so Lippe und ich so, bah, Herzi, was los? Was ist los, Bruder? Wie alt bist du? Sag ehrlich. Ah, by the way, er ist 25 und ich bin 15 gewesen damals. Grüße, gell? Sie nehmen es ja noch locker, sie nehmen es wirklich noch easy und haben kein Problem. Also gerade jetzt, die Szene da, ist ja, sie finden es lustig, aber Digga, da muss ich komplett da bin ich absolut am abcringen. Also da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich das höre. Dass ein 25-Jähriger in einer 15-Jährigen das geschrieben hat, aber dass sie das so locker aufnehmen, ist ja okay. Ist ja nichts passiert, ist kein Problem, aber das ist das ist ein Gabbern mit diesen Männern, ey. Es sind glaube sogar zwei. Ein Bananenbild? Da ist mein Sachbild. Und ich so, oh Gott, what the fuck. Ich so, geil gross. Der hätte ich gerne in einer... Nein. Da bekomme ich nicht Bibeli am Ranzen. Sag nicht, da geht's mir gar nicht. Alter, da muss ich ja komplett lassen. Nadja, was ist das für eine Goldgrube in deiner Insta-Chat? Macht dich das feucht? Ja, wenn ich irgendwie, wenn sich untertrachte, macht sicher doch mega geil. Boah, Mann. Mega geil. Ich finde so Menschen so gruselig. Schick Bild von deiner nassen Unterhose. Ja! Das ist nicht auch das Beste. Sie schreiben, hey, bei dem Bild ist nicht mal meine Zunge für. Ich bin so gemein. Also bei mir kommt, glaube ich, das absolute Highlight. Ich schwöre, ich kann so lachen. Also, ich habe einen kurzen und einen dünnen. Dafür komme ich schnell so. Also ich meine, mir ist ja egal, welche Größe oder keine Ahnung was, aber also, wenn man so mit dem Verb, ich habe einen kurzen und dünnen, dafür komme ich schnell. Hey, aber als Frau, ich glaube, es spielt jetzt wirklich nicht so eine Rolle, wie gross das er ist, ob er dick oder dünn ist, aber es kommt vielleicht noch nicht darauf an, wie schnell das er kommt. Ja. Und wenn er schnell kommt, ist das doch nicht geil. Nein, dann ist Also, es fertig nach 3 Minuten. Ja, eben, das ist so ein... Da muss ich los. Also das nächste ist einfach wieder mal so random, aber ich habe es gleich lustig gefunden, wenn es geschrieben hat. Guten Morgen, Nathalie. Ich stalke zwar nicht, aber mich würde es trotzdem interessieren, an was für eine Schule du gehst. Es würde mich freuen, wenn du diese Frage ohne Angst beantworten würdest. Und dann hat er noch seinen Namen geschrieben, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Und dann habe ich einfach geschrieben, ins Gymnasium. Aber der hat doch jetzt auch wieder so richtig wie mein Deutschlehrer geschrieben. Richtig. Ja, Und das so, also ist ich, wahrscheinlich Deutschlehrer. aber ich habe mega Angst gehabt zum Zurückschreiben. Wirklich. Ich habe gedacht, ich habe so oft schlaflose Nächte wegen dieser Nachricht gehabt. Und dann habe ich geschrieben, interessant. Also wenn es dich interessiert, ich mache eine Ausbildung zum Netzelektriker. Ja, lieber Piep, das hat mich sehr interessiert. Danke für die Information. Also das nächste. Der hat wahrscheinlich... Wo sind wir hier gelandet? Ich weiß auch nicht, wo wir hier gelandet sind. Wahrscheinlich bei der Ausbildung zum Netzelektriker. Ich fange jetzt bald eine Ausbildung zum Netzelektriker an. Da kann ich auch so eloquent und gut Deutsch schreiben. Ich schwöre. Auch in eine andere Sprache geredet, weil er hat, glaube ich, Google-Übersetzer benutzt. Ja. Also, guten Morgen, schön. Und ich weiß nicht, wieso ich das Mail gemacht Ja, habe. das aber- verstehe ich auch ganz. Ich weiß es auch nicht, es war 2016 gewesen. Oha, dann bin ich 15 gewesen. Ja. Sie sind perfekt. Wow, danke.
in diesem Bereich von Wetzig und Kleidung, ich in der Nähe des Krankenhauses. So. Finde ich toll. Nach so, ja, New Yorker etc. Ich genau, Egg weg. Egg weg! Nee. Und dann so, ich bin italienisch. Ja, das wären jetzt eigentlich so alle die lustigen gewesen, die wir so rausgesucht haben. Ja, wir haben jetzt einfach so ein paar rausgesucht. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Also wir haben es recht amüsant gefunden. Und abonniert mich kostenlos, wenn ich kein Video mehr von mir will. Netzelektriker. Ja, genau. Der hat sicher einen kurzen gegeben. So, meine peruanischen Urahnen, die dann zumal schon auf diesen Dings gespielt haben, auf diesen Instrumenten. Ich will sagen Sextape. Mein Mixtape kommt bald online, ja. Und aktivieren. Genau. Und vergessen nicht das Fan-Treffen am 14. September. Schreibt euch das unbedingt ein und dann seht ihr uns. Ja! Genau, dann hoffe ich, sehen wir uns ab nächsten Sonntag wieder. Ja, nice Video. Freue mich auf das Fan-Treffen. Zack. Boom. So.